Ich möchte wieder einmal ein Masterboard machen, und zwar mit solchem wunderschönem Papier. Für natürlich das Wintermärli Journal, dort braucht es noch ein bisschen Tags und Kärtchen und so weiter und so fort. Und darum habe ich mir da die zwei Papier, oder dicke Papier, noch nicht ganz Karton, rausgesucht, um da drauf ein Masterboard zu machen. Und ich finde es mega schön, wenn ihr heute wieder dabei seid. Hallo zusammen, schön seid ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Das letzte Mal hätte ich eigentlich mit dem Reispapier so Kärtchen machen, aber das ist mir also total abgefreit. Also ja, total nicht, aber ich konnte es nicht schön draufkleben und so weiter und so fort. Und ich bin absolut unkonzentriert gewesen und habe es einfach nicht geschafft. Ich habe ein bisschen etwas vorbereitet, aber es geht nicht. Das muss noch ein bisschen warten. Ja, bei uns läuft eben gerade alles ein kleines bisschen drunter und drüber. Wir haben ein krankes Hündchen daheim, dem geht es überhaupt nicht gut. Und das hat mich jetzt gerade ein kleines bisschen ausbremsen. Ich habe da ziemlich viel hinten nachspringen. Immer wieder zum Tierarzt und so weiter und so fort. Genau, und dann habe ich mich natürlich auch dieser Zeit, die ich dann hatte, absolut nicht irgendwie konzentrieren darauf. Jetzt noch irgendwie kreativ zu sein und mir da irgendetwas auszudenken, was man jetzt so könnte basteln und wie man etwas könnte basteln, vor allem irgendwas, was ich vorher noch nie gemacht habe. Weil mit dem Reispapier, also klar, habe ich schon einmal mit Serviettentechnik irgendwas umfiguriert. Aber ja, gleich muss man sich natürlich wieder ein bisschen auf etwas Neues einstimmen und so. Und Ideen sammeln. Und mein Kopf war einfach gerade absolut nicht in der Lage gewesen, irgendwie etwas Kreatives zu überlegen. Ich habe die ganze Zeit an anderen Sachen studiert. Ja, so war das. Und darum habe ich jetzt gedacht, ich muss jetzt einfach etwas machen. Etwas Entspanntes. Etwas, wo man einfach nichts studieren muss. Einfach hersitzen und einfach ein bisschen vor sich herleimen. Und das natürlich mit dem wunderschönen Papier. So. Oh. Ich bin immer noch total Fan von dem Wintermärli Papier. Ich finde das mega schön. Und ich habe auch von euch gehört, dass euch das auch gefällt, dass ihr auch mit dem schon mal etwas gemacht habt. Irgendwie funktioniert das da nicht ganz mit der Leimerei, dunkt es mich. Ich kann das nicht da drauf machen, ich brauche wieder ein Heftchen. So, oder eine Zeitung oder irgendwas, wo ich immer wieder rumlitzen kann. So, da. Von dem kann man natürlich auch nehmen. Für sowas. Das ist ja ideal.
Das braucht es nicht unbedingt. So, und weißt du, was habe ich mir auch noch überlegt? Und zwar habe ich gedacht, fände ich das noch recht cool, wenn ich euch würde fragen, was ihr zum Beispiel als nächstes gerne von mir sehen wollt. Das kann auch nur irgendein Stichwort sein oder was auch immer. Gel zum Beispiel. Soll ich ein gels Journal machen? Oder soll ich irgendwie zu irgendeinem Thema, zum Beispiel, wie heisst es? Oh, kann ich sagen? Valentinstag, jetzt ist es gekommen. Das Thema Valentinstag zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, Vögel. Oder whatever. Was kommt euch so in den Sinn? Was macht ihr für Journals? Das würde mich vor allem auch mal interessieren. Habt ihr irgendein Thema, wo ihr danach geht? Oder lasst ihr euch inspirieren von was? Von irgendwelchen... ja, es gibt doch da die ganzen Sachen, wo man mitmachen kann. Irgendwie... die Dezember Ephemera, ich kann es nicht aussprechen. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? So irgendwelche Challenges, wo irgendwelche YouTuber aufstellen oder YouTuberinnen. Wäre natürlich auch mal cool, sowas mitzumachen. So gerade Luise Heinzel macht immer sehr coole Sachen. Ja, weil ich habe nämlich noch kein Projekt nach dem. Ich weiss, ich habe noch das Spiele-Journal angefangen, aber dort stehe ich im Moment total auf dem Schlauch. Ich habe es probiert. Ich habe probiert, daran weiterzuarbeiten, aber ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich habe auch viel Material dazu, aber ich bin noch komplett planlos, wie das dort so weitergeht, was man sonst noch alles machen könnte. Immer wieder so ein bisschen Ideen und nachher lustet es mich aber nicht. Jetzt habe ich halt natürlich gerade im Winter noch andere Sachen gehabt, die mich interessiert haben. Das kann ja nicht gut in den Frühling verschieben, mein Wintermärchen. Und das wollte ich jetzt auch unbedingt machen. Tja, aber schreiben wir es doch sehr gern. Ihr dürft mir auch gerne ein E-Mail schreiben. handgelenkmalpi@gmail.com. Ihr dürft mir auch gerne Fotos von euren Projekten schicken. Ich schaue immer mega gerne Sachen an von anderen Leuten, um wieder ein bisschen auch selber auch Ideen zu bekommen und so weiter. Oh. Ich fände es cool.
Oder das Material, wenn ihr mir würdet sagen, mach mal etwas mit, weiss doch auch nicht, Servietten oder so. Nicht da drauf kleben. Das habe ich doch noch wollen. So, jetzt hier noch irgendwas. Was wollen wir denn hier noch? Ich könnte zwar auch noch so eins. So, ja, genau. Genau. So, da oben hat es noch so ein kleines Teilchen, das fehlt. So, und da ist irgendwie so ein Zusammentreffen von den verschiedensten. Dort fehlt auch noch etwas. He? Was machen wir denn hier? Auch so eins, ja komm. Auch so eins, nicht lange studieren. Einfach machen, gar nichts studieren. So, voilà. Jetzt schnipsel ich hier noch gerade die da ab. Zack. So. Und hinten sieht es so aus. Ich finde, das passt auch noch recht gut von der Farbe her. Und hier sieht es so aus. Und ich habe mir noch ein zweites parat gemacht. Vielleicht mache ich dann später noch ein zweites. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und ich glaube, ich schneide mir doch jetzt einfach da noch etwas zu.
Da könnte man doch ein Buchzeichen machen. Das würde ich jetzt gerade noch sehen als Buchzeichen. Und dann die Dame hier, die wird auch ein Buchzeichen werden. Hat sie gesagt. Das heisst, da gibt es 2 Kärtchen. Ah. So ein bisschen Hochformat, etwas Guckers. Und dann das gibt noch ein Buchzeichen. Das ist ein Querformatungskärtchen und hier nochmal 2 quere. So, da könnte man noch das abschneiden, das Rändchen. So. Ups. Voilà! So, alles was da nicht mitmacht, muss da mal ein bisschen weg. So. Jetzt habe ich da nämlich noch meine Bäume. So, die Tandli. Die wir jetzt doch hier noch ein bisschen verteilen drauf. Oh ja, das ist cool. Lieber den? Nein. Nein, lieber den. Ich liebe die Tandli. Ich will überall Tandli drauf haben. Da hat es schon. Da, das ist aber das gleiche wie das. Das ist nicht so cool. Und die da, die Lady. Nein, das ist doof. Die kommt kein über. Das ist riesiges. Da verdecken wir gerade alles. He? Das ist auch blöd. Nein, das ist blöd. So. Das da.
Das ist nicht das Gleiche. Ist das, was ich vorher hatte, ist das gar nicht das Gleiche wie da? Nein, das ist gar nicht das Gleiche. Wäre ja sonst eigentlich auch Wurst. He? So, und da war da auch noch eins drauf. Ja, ich glaube, es will. So. Jetzt gibt es wieder ein Knübel. Ups. So, ja genau, ganz genau so. Das haben wir vergessen. Das haben wir ganz vergessen. Ei. So. Oh. Oh, das fehlt ja noch. So. Dann wird selbstverständlich noch ein bisschen geinkt mit unserem Blau
wo wir alles geginkt haben von diesem Projekt. Also, das da kommt das nachher rein. Die ganzen wunderbaren Kärtchen und Sachen. So, voilà. Da oben könnten wir jetzt noch ein Loch machen und ein Bändchen. Ich glaube, ich lasse das jetzt gerade für einen Moment. Schau da mal weg, die Eckeli-Sachen. So. Ich habe auch Freude. Ich finde, die Kärtchen sind schön rausgekommen. Und das, was mir am meisten Freude macht, ist, ich konnte ein bisschen abschalten, ich konnte ein bisschen vor mir herbasteln, einfach irgendetwas Schönes machen. Manchmal geht es einem vielleicht einfach mies oder man fühlt sich nicht so gut oder wie auch immer. Und dann hilft doch das machen, was einem Spass macht, aber vielleicht einfach auf Low-Level und alles ein bisschen langsamer und ein bisschen entspannter und vielleicht einfach etwas Einfaches machen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir das auch schon mehrmals miteinander gemacht haben. Ich finde auch die Kärtchen sind wahnsinnig herzig rausgekommen und passen super in unser Büchlein rein. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!